Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wow. Na, habe ich Sie ein wenig erschreckt oder gleich zum Lachen gebracht? Am Samstag gehe ich zum ersten Mal hier in Germersheim auf eine Faschingsveranstaltung. Das ist schon was Besonderes für mich. Es weckt so unglaublich viele Erinnerungen an frühere Jahre, vor allem an meine Kindheitszeit. Was war das, ein Spaß, sich zu verkleiden, für eine ganz bestimmte Zeit mal jemand ganz anderes zu sein. Wir haben das ganz intensiv gespielt, mein Zwillingsbruder und ich, und uns jedes Mal an diesen Rollen gefreut. Es ist uns richtig schwer gefallen, danach wieder aus den Rollen auszusteigen. Wissen Sie, diese Tradition des Verkleidens ist ja noch viel älter und ursprünglich war sie gar nicht spaßig. Da ging es darum, die bösen Geister des Winters zu vertreiben. Für die Menschen damals ging es darum, dass ihre Welt beherrschbar bleibt und dass sie in dieser Welt nicht völlig untergehen. Was hat sich seitdem nicht alles geändert? Wenn wir uns heute verkleiden, ist es ein riesengroßer Spaß. Manchmal Ausdruck von Wunschträumen, wer wir gerne wären. Ich bin zum Beispiel vom Sternzeichen Löwe und deshalb. Aber ganz unabhängig davon, irgendwann kommt der Moment, da müssen die Kostüme wieder abgelegt werden. Wir wissen, unten drunter sind wir immer noch die Menschen, die wir vorher waren. Und wenn wir mit dem, wer wir sind und wie wir sind, einigermaßen zurechtkommen, macht das mit den Kostümen und der Verkleidung noch viel mehr Spaß. Mich begleitet in diesen Tagen immer noch die Jahreslosung dieses neuen Jahres. Du bist ein Gott, der mich sieht. Damit ist kein Gott gemeint, der mit irgendwelchen Strafzetteln durch die Gegend läuft. Kein Gott, der akribisch darauf schaut, ob ich alles richtig mache, sondern ein Gott, der mich liebt, der mich ansieht und der mit mir durch dieses Jahr geht. Auch durch die Faschingszeit. Ich kann mir das sogar vorstellen, dass Gott den Humor hat, über unsere Verkleidungen zu lachen. Denn er sieht ja, was darunter ist. Und er möchte uns helfen, dass wir mit den Verkleidungen unseres Lebens und dem, was darunter ist, wirklich zurechtkommen, an seiner Hand. Übrigens, ich gehe dieses Jahr jetzt doch als Footballspieler. Gute Zeit Ihnen! Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.